In Johannes Kapitel 2 habe ich eine interessante Geschichte. Dat is een van de einzigen Geschichten, wo wir Jesus da sein doen. En dat is een Geschichte, wo Jesus en seine Jünger, die gaan een tempel nemen, en die zijn dat in de stad, dat wordt Gott ongebet, wordt door Schafe gedreven. Vielleicht onoprechtig wordt door je Schaf gedreven. En so wie zijn dat Jesus, die wordt da. Hij neemt zich een wip, hij schickt alle mensen uit, hij stelt dashen aan, wenn Jesus es aufgenstig. Jesus sagt, der Tempel, das steht zum Gott loben und preisen, zum in Gemeinschaft haben mit ihm, nicht eine steht zum Handelstrieben. Und so nie das nicht zu sein, dass Jesus nie jeden Geschaf ist oder jeden Geldmerken ist. Aber Gott ist ein aufgänziger Gott und er ist aufgängig, wenn wir als Menschen uns Verhältnis mit ihm antischen und versetzt wird. Nu, das können dort verschiedene Dinge sein. Da kann Geschäft sein, da kann Geld sein, da kann Freunde oder Familie sein, da kann eins ein Gebundenes haben, so Drogen oder Pornografie. Das sind dort Dinge, mit wo wir können unsere Gemeinschaft mit Gott vertischen, dass Gott nicht Nummer 1 ist in uns Leben. Und Gott ist aufgänzig, wenn er nicht Nummer 1 ist. So eine Frau für dich. Hast du eins in deinem Leben, wo du hast getäuscht mit der Gemeinschaft mit Gott? Und wenn du eins hast, dann will ich die Mut sprechen über das nächste Werk. Wenn wir unsere Gemeinschaft mit Gott stärker merken, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir in Gebet kommen, wenn wir am Loben und Preisen, und wenn wir diese anderen Dinge zu sehen tun, dass Gott war der Kunde Nummer 1 steht in uns Leben. Und sag mal, liebes Mut sprechen mit diesem Wort. Wenn du das Video hast, gleich, dann will ich liken auf auf Facebook, subscribe auf YouTube, check das Video an mit deinen Freunden und Familie, und wir sehen uns nächste Werk.